Moin, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstren. Das Europäische Parlament hat an seiner April-Sitzung zu Straßburg an erster Lesung über eine Richtlinie aufgestimmt, die jeden interessiert, weil sie regelt, in welchen Konditionen kann sich, wenn krank ist, am Ausland behandeln lassen oder Medikamente, Brille und so weiter am Ausland kaufen. Das ist ein wichtiger europäischer Text, als wie gesagt an erster Lesung mit einer großen Majorität angeholt ging. Zu Lützeburg möchte die geringen Europadeputierten einen großen Zirkus gegen diese Regelung. Ich habe sie gestimmt und ich bin natürlich daran interessiert, dass die Leute zu Lützeburg nicht durch so eine Profilsucht von einem Politiker gefordert gehen. Dafür habe ich bei mich am Studio meinen deutschen Kollegen Dr Ulmer invitiert, den an dem kniffligen Dossier viel geschafft hat. Er ist auch selber Doktor, Sportmediziner, er versteht dafür auch etwas von der ganzen Problematik. Vielen Dank, Dr. Ulmer, dass Sie bereit waren, mit mir über diese wichtige Regelung für grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen zu informieren. Wir haben glaube ich, nichts falsch gemacht. Ich hatte jedenfalls nicht diesen Eindruck, ich habe dafür gestimmt, aber jetzt ist ein grüner Abgeordneter dabei, in Luxemburg alles madig zu machen. Sogar in öffentlichen Sitzungen mit dem Gesundheitsminister. Ich wäre also froh, wenn Sie erklären könnten, was jetzt richtig ist und was nicht. Vielen Dank, Astrid Lulling, für die Einladung. Es ist sehr einfach mit dieser Richtlinie. Wir wollen zunächst die Urteile, die uns der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren aufgegeben hat, in ein Gesetz umsetzen. Außerdem wird dadurch der Binnenmarkt ein Stück weiter vervollständigt. Wir ermöglichen zunächst ambulant eine grenzenlose Behandlung innerhalb Europas, wobei allerdings das Prinzip der Kostenerstattung bleibt. Das heißt, das nationale Gesundheitssystem wird nicht mit zusätzlichen Kosten überfrachtet. Im Bereich der stationären Versorgung ist nach wie vor eine Vorabgenehmigung erforderlich, wobei wir die Einschränkung machen, dass im Zweifelsfall die Krankenkasse nachweisen muss, warum sie nicht genehmigen möchte. Der Genehmigungsvorbehalt bleibt erhalten. Es wird auch der Ministerrat nicht zustimmen, dass dieser Genehmigungsvorbehalt wegfällt. Zur Sicherung der nationalen Gesundheitssysteme haben wir außerdem eine Schranke eingebaut. Wenn das betreffende Krankenhaus zunächst aus dringlichen Gründen einheimische Bürger behandeln muss, kann es Bürger aus anderen EU-Ländern zunächst auf eine Warteliste setzen, ausgenommen natürlich Notfälle. Die Bezahlungen, das ist das entscheidende Kriterium an unserem Vorschlag, wird nach wie vor in nationaler Hoheit bleiben. Das heißt, in die Subsidiarität unserer Sozialversicherungssysteme wird nicht eingegriffen. Ja, aber was hat denn dieser Grüne in Luxemburg diesem ganzen Vorschlag vorzuwerfen? Die Vorabgenehmigung, dafür sind wir, auch unsere Regierung. Wir können ja nicht unser ganzes Spitalwesen auf den Kopf stellen. Und in Luxemburg sind wir natürlich viel mehr betroffen. Kleines Land mit viel Umwelt, und die Luxemburger haben auch eine Tendenz, gerne ins Ausland zu gehen. Sie sind immer der Meinung, da wäre alles besser. Und deshalb muss das ja auch so sein. Ich verstehe nicht, was dann jetzt nicht gut sein soll. Ein kleines Land wird sicher im Bereich des Austauschs mehr betroffen sein als ein großes. Wenn wir die Einwohnerzahl der Bundesrepublik dagegen stellen, wird es bei uns natürlich eine Randerscheinung bleiben. Wir wollen den Austausch erleichtern. Wir werden die nationalen Systeme nicht belasten. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, hier Panik zu machen. Auch auf Luxemburg werden keine zusätzlichen Kosten zukommen. Ja, es sind nicht die Kosten. Wissen Sie, wir haben ja schon den Fall, viele Luxemburger gehen schon ins Ausland, und unsere Krankenkassen sind da auch ganz
wie soll ich sagen, Ja. die genehmigen, dass schon jetzt gehen 17% der Behandelten ins Ausland. Das wird in keinem anderen Land so sein. Ich habe die luxemburgische Presse in diesem Fall jetzt verfolgt. Ja. Ich verstehe die Unruhe nicht. Und es ist sowieso so, in einem kleinen Land mit weniger als 1,5 Million Einwohner können zum Beispiel seltene Krankheiten nicht behandelt werden, weil die entsprechenden Spezialisten nicht die Mengen an Kranken haben, die notwendig sind, um eine qualitativ hochwertige Behandlung in diesem Bereich zu gewährleisten. Hier haben wir seit langem schon Kooperationsnetze und in dieser Richtlinie ist auch angedacht, dass wir die Netze besser aufeinander abstimmen, dass sie ebenfalls national bleiben, dass sie aber wie mit einer großen Klammer europäisch verbunden werden, um schneller und besser den Austausch der Informationen zu ermöglichen. Ja, weshalb haben denn die Grünen dagegen gestimmt in erster Lesung? Die mussten doch... Das sind noch Reflexe aus der Dienstleistungsrichtlinie. Oh mein Gott. Wir haben gut daran getan. Es ist gut für die Luxemburger, auch für alle Menschen. Also nicht mal, wenn man zufällig im Ausland ist. Man kann sich auch sonst im Ausland behandeln lassen. Das werden die wenigsten aus großen Ländern tun. Vielleicht aus Ländern, wo man sehr lange warten muss, um behandelt zu werden. Ja. Aber deshalb haben wir in Luxemburg, ich hatte auch Anträge in diesem Sinne in den verschiedenen Ausschüssen und die sind ja auch durchgekommen, dass wir ja unser ganzes Spitalwesen nicht auf den Kopf stellen können. Wir haben einen Spitalplan und es kann nicht sein, dass entweder zu viele Leute zu uns kommen, dann haben wir keinen Platz mehr, oder dass zu viele weggehen, dann werden unsere Spitäler defizitär. All das ist in der Richtlinie geregelt. Es werden im Prinzip nur freie Kontingente über Grenzen hinweg angeboten. Das findet im Bereich der Bundesrepublik jetzt zum Beispiel schon statt, in großem Austausch mit Großbritannien, wo wenig Operationskontingente vorhanden sind. Dort bieten wir diese Kontingente an. Wir öffnen den Markt. Wir zeigen unseren europäischen Bürgern, dass wir uns wünschen, dass alle gleich exzellent behandelt werden, egal wo sie wohnen. Die nationale Souveränität wird davon nicht betroffen. Ja, also die Luxemburger können beruhigt sein. Können sehr beruhigt sein. Trotz der Panikmache dieses grünen Abgeordneten, aber der will sich immer in Position, wie soll ich sagen, der ist ein bisschen mediengeil vielleicht. Und deshalb, aber es ist ja schade, dass ein Politiker das tut, wenn an sich die Dinge in Ordnung sind und dann auch noch glauben lässt, als ob die anderen Kollegen, die die erste Lesung gestimmt haben, den vernünftigen Vorschlag, dass die nicht gut getan haben. Vielen Dank, Dr. Ulmer, dass Sie bei uns waren und für die gute Information. Merci, dass ihr es nur gelauscht habt, bis die nächste Kehr.